Gute Morgen alle goe. Haut geht es Katechese iwwer Peichten, iwwer d'Evangelium vum Peicht Sonden. Wat jo fir eis och e ganz wichtege Sondech ass, well man is Meiglechkeet hunn, de lächten Dag vun der Osterzeit fir es kënnen an d'Mas ze goen. Ich lese nicht fir d'éicht Evangelium 4. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden bei verschlossenen Türen beisammen waren, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist. Denen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Denen ihr sie behaltet, sind sie behalten. Das ist ein wunderschönes Evangelium. Wir können also richtig vorstellen, wie die Jünger dort zusammensitzen. Nicht, weil sie wollten bei ihnen sein, aber ganz einfach, weil sie allein Gefahr tun. Aber auch zusammen fährten sie nach. Was geschieht mit ihnen? Und dann, als bemol Jesus bei ihnen. Und hier schenkt ihnen den Frieden. Den auferstandene Christus schenkt uns immer sein Frieden. Aber wenn wir uns Zeit für ihn holen, am Gebet, im Moment stillt an uns gehen lassen, da können wir auch den Frieden empfangen. Und mit dem Frieden schenkt dann den Heiligen Geist. Und das ist ein ganz besonderes Kado. Weil den Heiligen Geist ist schon Gott selber. Den Heiligen Geist ist die Kraft, die lebt, die der Pap mit dem Jean verbindet. Aber wenn wir den Geist geschenkt kriegen, dann heißt das, dass wir schon quasi konsideriert sind als Brüder und Schwestern von Christus, dass derselbe Geist, den der Pap mit Christus und Christus mit seinem Pap verbindet, auch uns mit ihnen verbindet. Wir sind an das Leben vom dreifaltigen Gott mit herangeholt. Und da kennt die richtige Einheit. Die Einheit von der Kirche kriegen wir nicht durch politische Intrigen oder durch Diskussionen. Die Einheit von der Kirche kriegen wir, wenn wir mit dem Geist, den wir geschenkt kriegen, mitschaffen. Weil das ist der Geist von der Versöhnung, der Geist von Frieden. Wir haben all den Heiligen Geist an der Affirmung gekriegt. Und vielleicht können wir auch Peichten dem Herrgott auch dafür Merci sagen. Und frohen den Don vom Herrgott, den der Frieden ist, den Don vom Herrgott, die Versöhnung, die Rekonciliation ist. Das ist ein Don vom Herrgott, der Frieden. Das ist also nicht der Frieden, den heißt Abwesenheit von Sorgen, Absenz von Krieg und von Leid. Nein, diesen Frieden können wir an unserer Welt tun, an unserem Alltag. Das ist nicht ein Alltag, der sich plötzlich ändert. Aber wir gehen durch den Geist von Christus geändert. Wir kriegen die Force von Frieden. Erkennen dann noch so
für die anderen zu Friedensstifter gehen, weil mir sie geschickt. Wie möchte Pap geschickt wird, so schicken ich auch ich. Weil der Geist, also ein Geist von Mission, von Schicken. Und als gedeefter, gefirmte Christen haben wir schon Undeel und der Sendung und der Mission von Christus. Und das ist so schön, als Christen zu leben. Das an unserem kleinen Umfeld, von unserer Familie, unseren Kollegen, aber das ist auch an der großen Welt, wo die Christen abgerufen sind, die Friede an den Frieden, die sie kriegen, weiterzudelen. Wenn wir dazu Lützeburg fertig bringen, dann sind wir nicht eine missionarische Kirche. Also sehen wir mal ehrlich. Alle gut die Leute, die so alt sind wie ich und ein Stückchen mehr alt sind, die wissen, dass sie am Leben auch viel Schuld auf sich geladen hat. Wo falsch reagiert hat. Wo als Reaktion Streit bräuchte. Wo wir viel zu tockisch waren. Wo wir andere Leute wehgetan haben. Als Geschichte, als von uns alle gut, als auch immer eine Geschichte von Scheitern. Und der Kirche nennen wir das Sünd. Und die Sünd, da können wir ganz leicht Sklaven davon gehen. Gewöhnungstiere gehen. Wir können einfach vergessen, wie schön das ist, frei Luft zu haben, frisch Luft zu haben, frei zu sein. Den Heilige Geist, durch das Verzeihen von den Sünden, schenkt uns wirklich die Friede vom Glauben zurück. Und ohne die Friede vom Glauben können wir uns nicht checken lassen, gibt es keine missionarische Kirche. Es gibt auch 3 große Sakramenter von der Sündenvergebung. Das erste, das darf. Das zweite, das Mass, wo schon nach gesagt wird an der Wandlung zur Vergebung der Sünden. Und das dritte, das Beicht. Und das ist so etwas, das wir viel zu wenig benutzen. Vielleicht, weil es viel zu viel formell gibt mit der Zeit. Weil eine Formalität bräuchte hat, selbst auch klar, was keinen Sinn mehr hat, wenn die Befreiung nicht mehr spüren konnte. Mir gelebt man, wenn ihr richtig beicht. Dann kriegt ihr die Friede vom Glauben geschenkt, ein Friede, die ihr nicht mehr kann haben, von den anderen da hast, den ihr seht, ich verzeihe dir, was am Fungol heißt, ich will dich gern, ich will dich un. Lassen wir also Peichten a Fried erleben. Lassen wir beten, für den Heiligen Geist zu empfangen, den Eis ändern kann. Aber mir als vom Geist Gottes ändern lassen, da geht auch als Leben anders. Merci für das Nachluistern an ein schönes auf diesem Peicht-Weekend.